Guten Dag met Nene. Da bin ich noch eens mal weer. Und ich wollte vandaag nog eens mal weer een Grimmsch Märchen voorlezen, wat die Bienenkönigin het. In Hochdeutsch het dat ja die Bienenkönigin. Et wassen is mal twee Königssöhne. Die wassen et leed, altied no de Piepe van ihre Öllers, den König und die Königin te dansen. Sie verleten dat Schlott und wollen in die wiede Welt dat wilde Leben kennenlernen. Sie quemen apart von den rechten Weg af und wollen sich darum erst is an Huse nicht mehr blicken loten. Sie hatten noch ne jüngern Brüder, die sie Dummling nömen, wegen at sie meinen, dat he nicht so klug was as sie. Als Dummling seine beiden Öllern Brüers funden hatte, trocken sie zusammen mit Dreh los durch die Welt. Eines Abends queben sie durch einen düstern Busk und stolpern bolle über ne groten Hopen von Miechampeln, also Ameisen. Die beiden Öllern Jungs wollen de Fortstrup los, mit Stöcke de Miechampeln uptehisken. Dat post den Dummling apart gar nicht. Hatte Mitleid mit die kleinen flietigen Diere und sag, ich will nicht, dat i die Dierkes stört. Lot se doch de frei, sie hebt du doch nix anedorne. Da leten sie davon af und gingen wieder. Am nächsten Dach queben sie an Water, wo volle Enten ihre Bahnen trocken. Die beiden Öllern lebt dat Water all in de Mule zusammen und sie hadden all leckere Broden für Augen. Apart da wassen sie bei den Dummling auch wer an de verkehrte Adresse kommen. Hielt sie de Brüers trüge und beschwor sie, lot die Diere te frei, ich will nicht, dat i de schlachtet. Nu trocken sie wieder und wollen sich woanders wat te äten besorgen. Ein Bettchen later queben sie an Bienennüst mit so voll Honig vorbei, dat den söten Saft von de Baumrinde runterleb. Die beiden Brüers hatten nur die Idee, dat sie für unten an den Stamm legen und die Bien gut rökern wollen. Den Dummling stellen sich wer für die beiden und sagt, lot die flietigen Bien te frei, ich will nicht, dat i die verbrannt. Ein paar Tage später queben sie an Schlott vorbei. Sie lebten dahin und wassen verwundert, dat in de Stelle bloß Pferde stön, die ut stehen wassen. Als sie sich im Bettchen wieder umkeken, sogen sie, dat sie ganz alleine durch dat Schlott gingen. Auch in alle anderen Rüme sogen sie keine Menschen. Ganz an Ende von den langen Gang queben sie an eine verschlottene Tür, wo ein klein Kieklock drin was. Als sie dort durchlieften, sogen sie ein klein Männchen an dis sitten. Als sie dat Kerlchen anküren, rühren et sich apart nicht. Sie riepen et dreimal und dann quem wirklich ne Reaktion. Dat Männchen stön von den Dis up, meg die Döre mit den Schlöttel los und kam in den Gang. Et kün kein Wort mit die Dreh und göng verruht in einen groten Saal, wo ein langen Dis mit dat leckerste Äten und Trinken stön. Sie satten sich hin und atten und trunken, bis dat sie dat Büchsken wer richtig voll hatten. Dat griese Männchen wies da noch ihre Schlafkamers to, wo sie dann die Nacht gut durchschlepen. Am nächsten Morgen küm dat Männchen zu den ältesten Brüer und wies ne steinerne Tafel, wo druppte lesen was, dat Schlott verhext was und wo 3 Uppgaven drupp stön, wo man den Fluch trügesetten kun. Die erste Uppgave was, dat in den Busk unter der Erde
die Perlen von der Königstochter verdeelt wassen. Dat was gar nicht so einfach, denn die Perlen lagen unter dat Moos und et wasen 1000 Perlen, die bis abends funden und insammelt werden muchen. Wann ob bloß eine einzige Perle fehlen, dann wurden denne, die sögt hatte, to stehen. Den älsten Bror lädt sich drup in. Apat, he hatte bis abends nicht mehr als 100 Perlen funden und wurde drum, so als ob die Tafel stön, in Steen verwandelt. Den zweiten Bror woll dann auch sein Glück versöken. Man, et ging nicht anders als sein Bror. He fund nicht mehr als 200 Perlen unter dat Moos und so stönne auch da als ne Steenfigur. Den Dummling woll dann auch noch sein Glück versöken. He such apart Bolle in, dat het unmöglich was, alle 1000 Perlen zu finden. He satt sich op'n Steen und was an Hühlen, dat de Tränen über de Backen lepen. Mon, wat was dat? Da bewegen sich wat sine Föte. Etwas ein Kribbeln und Krabbeln in dat Moos, ja, etwas de Bienkönigin, weil mit 5000 Michampeln sich ob die Söke noch die Perlen meken. Bevor et Abend was, hatten sie alle 1000 Perlen utbuddelt und ob einen großen Hopen up'n Nene legt. Nur stön die zweite Aufgabe an, und die bestön dordrin, von den Seegrund den Schlöttel durch die Schlafkammer von der Prinzessin zu finden und nach boven zu halen. Als den Dummling an die Waterkante stön, schwamm die Ente, die ein paar Tage vorher dafür bewahrt hatte, dass sie als Braten dran glöwen soll, über den See kam sie op em toe und fing an zu gründeln. Noch korte Tiet kwam sie weer hoge, und wat hatte sie in ihren Schnabel? Natürlich dat goldene Schlöttelken von der Schlafkammerstür von der Prinzessin. Die dade Aufgabe was die schwörste von allen. Et ging dordrum von de 3 verhexten und schlopenen Prinzessinnen-Sisters die schönste und liebste Route finden. Dat was gar nicht so einfach, wegen at ja noch Rut gefunden werden soll, wat de Königsdöchterkes an Schlickertüch für ihn schloppen geten hatten. Hier die schönste und liebste zu finden, was apart nicht einfach, wegen at sie alle recht nütlich utzogen und sie kumte unterscheiden wassen. Die eine Königstochter hatte vorher ein Stückchen Zucker schlickert. Die zweite hatte ein Bettchen söten Saft trunken. Die jüngste von den 3 hatte sich für ihn schloppen noch ein Läppelchen Honig gönnt. Ob mal brummete wat in die Luft. Etwas die Bienkönigin, die sich riegesnah ob die Mühlkes von de Prinzessinnen setzte und antläste wie den Mund von der jüngste Prinzessin mit den Honigmund sitten blieb. Nur wusst den Dummling, wat die schönste und liebste von die 3 was. Nur was den Zauber von alle Menschen und Tiere in Schlott abfallen und alle freuen sich, dat sie nicht mehr verstehen hat wassen. Nur könnt ihr ja wisse denken, dat den Dummling, die jüngste Königstochter, die ja die nütlichste und liebste was, tu seine Frau meg und glücklich mit er dat Königsreich regieren. Wegen atet ja 3 Süsters wassen, hier roden die beiden Öllernbröers die andern beiden Königsdöchter. Und wann sie nicht storven bünd, dann lebt sie von Tage noch. Nu halt du Kregel und ich sag, gut gone.